Buongiorno ragazzi. Also, merci vielmals, dass ihr eingeschaltet habt, hier bei mir auf dem Kanal Zocken mit Zodi. Ich bin der Zodi und ich habe mir jetzt vorgenommen, auf diesem Kanal einfach auf meine Heimatsprache zu reden, beziehungsweise dort, wo ich auch lebe, und das ist Schweizerdeutsch. Weil, wenn ich auf Hochdeutsch rede, tönt das einfach irgendwie nicht so wunderbar. Deswegen, ja. Und was spielen wir da? Das ist mein neues Projekt. Ich habe gefunden, ich will wieder mal das Final Fantasy 7. Es wird sowieso ein hauptsächlicher Final Fantasy Kanal geben. Also, ich versuche so viel Fantasies wie möglich zu spielen. In dem Sinne habe ich jetzt mir vorgenommen, nicht das Remake. Das Remake kann ich einfach im Moment nicht wirklich zeigen. Meine Hardware zeigt es nicht so gut an. Die Videos kommen halt nicht so gut raus. Und ich habe gefunden, aber auch in dieser Zeit können wir doch das Fantasy 7, das Original anschauen, das ich schon vor 20 Jahren gespielt habe. Aus kleinen Giel, also ja, kleinen Giel, ich war etwa 15 gewesen, wo das rausgekommen ist. Das könnt ihr euch etwa vorstellen, wie alt ich eigentlich bin. Also, in dem Sinn, nochmal herzlich willkommen zu Final Fantasy 7, das Original von 1997. Also, wir machen natürlich ein neues Spiel, natürlich kenne ich das Spiel, von dem her wird es auch ein bisschen vielleicht ein bisschen interessanter sein. Also, merci vielmals und los geht's. Episch. Das ist die Stadt Midgar. Und da geht's auch schon los. Wir sind hier am Bahnhof angekommen. Oh, das ist gerade ein bisschen laut. Zack! Da haben wir ihn. Claude. Komm neuer, hier lang. Gut, lesen wird das natürlich immer noch auf die Steuerung schauen. Die Musik ist einfach immer noch sehr störend laut. So. Voilà. Jetzt schauen wir die Steuerung schauen. Gut, das ist schnell säckeln. Da hinten ist nichts. Also, wir gehen mal gerade führen. Die ist ja schon kaputt. Trank. Ah, schau da. Schon etwas bekommen. Noch eigentlich einen sogar. Sorry, ich merke gerade, ich muss etwas umschalten schnell. Ja, da die Töne völlig Sound. Das hat man jetzt eigentlich etwas gehört. Ein bisschen gehört man es. Komischerweise. Sorry, ich muss das wirklich noch schnell umschalten. Tut mir leid. Das ist, die Musik ist da einfach ein bisschen. So. Jetzt ist gut. Also los geht's. Da gehen wir. Oh, da kommen wir schon den nächsten.
Zufallskampf. Ex-Soldat. Rechts unten haben wir Zeit. Zack, jetzt kommen wir mit dran. Angriff. Und schon weg. Zack, er ist in die Fresse bekommen. Und jetzt bin ich wieder dran. Am Anfang können wir hier normal angreifen. Ex-Soldat. Schon das Leben stimmt. Da kommt noch ein bisschen Geld über, das ist Gil. Ich glaube, es sollte auch noch ein bisschen bekannt sein. Jetzt geht es noch links. Ich kann da noch ein bisschen alles anschauen natürlich. Es sind ja viele Sachen versteckt. Biggs, wow. Er war mal bei Soldier. Also ich sage einfach mal Soldat. Gell? Einen wie den findest du nicht jeden Tag in einer Gruppe wie Avalanche. Soldat? Ist das nicht unser Feind? Was will er hier bei Avalanche? Halt, Jesse, er war bei Soldat, aber er hat dort aufgehört und jetzt ist er bei uns. Hab deinen Namen nicht mitgekriegt. Okay, der Originalname ist natürlich Claude, aber zu dieser Zeit kann man das noch umschalten. Also ändern, besser gesagt. Und natürlich alles gross geschrieben, dass man das aber ein bisschen besser erkennt. Jetzt sind die Töne aber wieder ein bisschen lauter. So. Zodi. Zodi, ich bin. Es ist mir egal, wie er heißt. Wenn dieser Job erledigt ist, ziehe ich weiter. Verdammt, was quasselt ihr da? Habe ich euch nicht gesagt, einzeln loszulaufen? Unser Ziel ist der nördliche Makroreaktor. Wir treffen uns auf der Brücke davor. Na, los geht's. Ex-Soldat? Trau dir nicht. Ja, ich dir auch noch. Barrett? Das ist auch, wie gesagt, der Originalname natürlich. Den löschen wir. Den habe ich schon dann vor 20 Jahren nämlich so genannt, wie ein guter Kollege von mir. Ihr seht gerade, wie das ist. So. Nein, das ist schon falsch. Muss ich doch immer auf Löschen. So, Stascha. Das ist ein alter Kollege von mir. Ja. Habe ich viel zusammen erlebt. Drücke eine Pfeiltaste und die Taste Abbruch, um zu laufen. Ja, das weiss ich. Dorthin geht's. Okay, ich kann wieder laufen. Ich muss natürlich immer wieder ein bisschen umschauen. Es hat hier viele versteckte Sachen. Und schon der nächste Kampf. Oh, ein Hundi. Ein Hund, ja, jetzt machen wir mal zaubern. Und zwar machen wir Blitz. Wir haben da schon etwas gekoppelt auf das Hundi. Auf den Köter. Und schon weg. Das sehe ich, der hat Mut. Ja, hast du das gesehen? So, zack und weg, bist du auch. Gut. Und das hat wieder Punkte gegeben. Also, nein, wieder zurück. Da ist nichts, Ich drücke die ganze Zeit auch noch X. Also es ist Steam-Version. Steam-Version bin ich hier also am Zocken. Und einfach angreifen. Das ist bis jetzt am besten. Dann haben wir noch einen Limitbalken rechts unten. Der füllt es mit der Zeit an. Und wenn der voll ist, kann man einen Mega-Angriff machen. Einen Spezialangriff. So. Ein bisschen Geld geben und weiter. Die gehen rechts, die gehen gerade, ich gehe auch mal gerade. Vielleicht gibt er mir noch etwas. Ich sichere den Fluchtweg ab. Konzentriere dich auf die Mission, Sadi. Also ist gut. Mensch, glaubst du, wir können diesen Riesenofen wirklich in die Luft jagen? Das gibt ein Feuerwerk. Oh ja. Da bin ich gespannt. Sound episch, natürlich. Oh. So.
So, gehen wir einfach mal angreifen. Sie sind gerade kaputt. Das ist jetzt die Magie von ihm, Feuer. Habe ich eins abbekommen. Das ist natürlich alles noch einfach hier am Anfang. Das ist einfach mal reinhauen. Das Menü, da haben wir Zauber. Ausrüstungen, da kommt dann noch etwas mit dazu. Das heisst jetzt noch nicht, was das ist. Wir können die Limiten anschauen. Momentan ist Smooth-Attacke, Konfigurationen, die Ausrüstung. Du siehst schon unten Fassung. Bei Fassung, ich kann da einfach noch nichts machen. Ja. Da kann ich die Rüstungen auswechseln. Bei Fassungen, unten dort, kann man dann Materie rein tun. Aber das wird sicher alles noch ein bisschen später erklärt. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir gehen das Teil in die Luft sprengen. Oh. Sound. Na, bist du zum ersten Mal im Reaktor? Nein, ich habe doch für Shinra gearbeitet, weißt du. Der Planet ist voller Malko-Energie. Die Leute hier nutzen sie täglich. Sie ist der Lebenssaft des Planeten, aber Shinra saugt ihn mit seinen seltsamen Maschinen völlig aus. Schwing keine Reden, beeilen wir uns. Jetzt reicht's, du kommst mit mir. Und zack. Jetzt sind wir glaube ich mehr, jetzt sind wir das Zweite. Jetzt ist das da schon auch dabei. Jetzt müssen wir mit dem quatschen da. Das ist Biggs. Code entziffert. Ja, so geht's gerade weiter. Jetzt haben wir das. Das ist Chess. Code entziffert. Die machen das gut. Ja? Jetzt gehen wir mal schnell hier runter schauen. Ah, eine Kiste. Eine Kiste. Eine Phönixfeder. Mit Phönixfedern kann man Tote wiederbeleben. Ja. Das kann man. Stellt euch das mal vor. So, da geht's weiter. Jesse drückt die Taste da drüben. Wir drücken sie. Ich habe sie gedrückt. Schalt rein. Ah. Da können wir wirklich alte Erinnerungen wieder führen. Das zu sehen. Die Reaktoren saugen langsam alles Leben aus, bis mal Schluss ist. Ist nicht mein Problem. Zodi, der Planet stirbt. Mir geht es nur darum, diesen Job zu erledigen, bevor die Wachen und Roboter kommen. Ja, er regt sich auf. Ja, der Zadi dort ist noch ein bisschen arrogant. So, jetzt sind wir auch unten angekommen, jetzt geht es so weiter. Oh, schau jetzt, das ist eine grosse Fabrik. Das ist da, wir drücken immer noch ein bisschen X. Es gibt versteckte Sachen. Oh, was haben wir da? Zack. Zuerst kommt das Tasche. Da machen wir vielleicht am besten mal einen Blitz drauf. Ja, die sind gerade kaputt. Rechts unten sieht man, fällt es wieder auf. Au. So, einfach reinhärten. Ich muss noch etwas einstellen, merke ich gerade, weil sonst kommt man hier Sturm am Kopf rüber. Ja, das habe ich vorher alles eingestellt. Aber auch nicht abgespeichert. Ja, da müsst ihr jetzt halt einfach schnell durch. Da müsst ihr jetzt einfach schnell durch. Und es ist dann wirklich ein bisschen angenehmer. Also hier auf Aktiv-Kampftempo kann nämlich schnell sein. Kamera fest. Und das Soundding eben da. So, das macht euch und mir sowieso wahnsinnig. Da geht's runter. Stegli runter, Stegli runter. Ich habe gesagt, runter, nicht... Oh, ich muss auch da rein. Ah, das Haus ist zu, aber ist schnell aufgegangen. Oh, von hinten. Angriff von hinten. Zack und rein und zack. Miss, nicht getroffen, Mann. Wie schwach. Barrett, wie schwach. Gerade kündigen. Ist der Job los, das war's. So. Schon die nächste.
So, ja, und dann sieht man jetzt da, die quatscht jetzt so ein bisschen mit mir. Drücke die OK-Taste vor einer Leiter um sie. Ja, ist gut. Jetzt sieht man das natürlich so super, wo da eine Leiter ist. Da gibt es noch etwas, ein Trank. Ja, natürlich. Ja, jetzt nehme ich so von hinten. Also nicht in dem Sinne, wie ihr jetzt das gerade verstanden habt, aber ich nehme sie von hinten. Zack, vor allem geht es nachher auch viel schneller. So schnell kann es gehen. Die haben viele Punkte gegeben. Und einen Trank haben wir noch bekommen. Das finde ich super. Da geht es runter. Das ist so... das ist so der Hammer. Jetzt geht es hier runter. Das Dung ist etwas. Das erklärt ja auch, was das gerade ist. Das ist nämlich ein Speicherpunkt. Das heisst, wir können jetzt hier im Menü innen abspeichern. Genau. Und das machen wir auch. Da hat es eben schon einen, also ich habe schon mal schnell ein bisschen reingeschaut. Ja, kann man überspeichern. So. Sind wir schon Level 7? Wir machen lieber nochmal ein zweites. Ja, so sind wir ja schon. Genau. Jetzt gehen wir schnell da, ist nichts. Jetzt geht es weiter. Ich merke schon der Musik etwas, dass etwas anderes ist. Oh! Ich glaube, da ist sicher Blitz. Gut gegen die. Sie haben ein spitze Ding, schau, was die schießen. Ja, gerade weg, Blitz ist ja super. Hey, die mögen schon mehr aushalten. Die kommen auch im Remake. Die kommen auch im Remake. Oh, jetzt Limit. Man kann es auch abwählen. Ja, okay. Die kann man aufbewahren. Man kann es aufbewahren, nämlich für den nächsten Kampf. Oh, das Level. Ja, das Taschen hat nur noch einen gefällt. 1 Pünktchen. 1. Ein einziges Pünktchen. Ein Point. Eine kleine Point. Und da ist etwas am Boden. Eine Materienheilung. Jetzt würde ich das gerne zeigen, aber ich glaube, ich kann das eben noch gar nicht. Ich glaube, das wird sicher noch erklärt, weil ich sollte hier eigentlich in die Materien runtergehen. Accessoires haben wir noch nicht gesehen. Ich kann hier noch nichts ändern. Also. Kommt auch noch. Da sind wir schon, beim ersten Reaktor. Wenn wir den in die Luft jagen, bleibt nur noch ein Haufen Schrott übrig. Toddy, stell du die Bombe ein. Ist es nicht dein Job? Tu's einfach, Idiot. Ich muss aufpassen, dass du nichts anstellst. Gut, wie du willst. Oh. Vorsicht. Das ist mehr als ein Reaktor. Was ist denn mehr? Kann Gold herstellen? Was ist los? Ja, was ist los? Was? Sag noch einmal. Was ist los, Toddy? Beeil dich. Sag noch einmal. Sorry, ist gut. Mache ja. Bist du dran? Ui. Und da ertönt auch schon der Alarm. Aufgepasst, da kommt was. Und ich glaube, wir wissen alle, was da kommt. Der erste Boss. Einfach reinjäten, da machen wir auch die Mutattacke. Ziel anvisieren, also er wird jetzt dran gehen. Mutattacke. Ja, der hat wieder. Der ist sicher auch gegen Blitz schwach. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass es einfach weiterläuft. Also ich kann nicht anhalten und es passiert nichts. Das ist ein bisschen aktiver so. Der hat auch gerade einen. Jetzt Angriffsfokus. Jetzt kommt der Bär. Am Stashen sein Limit. Feuerball. Bam.
Achtung, das aufpassen. Der hat weh da. So, wir können auf Objekte gehen, natürlich Trank. Jetzt hat er seinen Schwanz da oben. Jetzt nicht angreifen. Das ist keine gute Idee, macht das nicht. Macht das wirklich nicht. Jetzt kann man sich zum Beispiel ein bisschen heilen. Da machen wir vielleicht noch gerade einen. Ein Stash. Sonst kann man noch auf Abwehr. Oder einreihen. Jetzt kommt er schon wieder führen. Jetzt kann man wieder angreifen. Sonst macht er nämlich einen Gegenangriff. Ja. Angriff, Angriff. Angriff, Angriff. Ist natürlich alles noch nicht so wirklich spektakulär, aber das kommt ja alles noch. Das Spiel ist wirklich geil. Und dann haben wir das schon geschafft. Und dann haben wir das schon geschafft. Punkte, schön. Da ist das Level gestiegen und ein Sturmgewehr bekommen. Komm, nicht so weg hier. Jetzt weg. Jetzt müssen wir weg. Schnell. 10 Minuten bis zur Explosion. Jetzt haben wir 10 Minuten Zeit, hier rauszukommen. Jetzt gehen wir raus. Los. Das hat viel schnell säckeln. Ich kann schnell speichern. Kann ich dann nämlich nicht nochmal machen. Speichern. Wieso sind die alle grau? Das stört mich ein bisschen. Gut, das zeigt es ja an, von dem her. Ich hoffe, es speichert auch wirklich. Die Zeit läuft natürlich. Das ist nicht gerade vorteilhaft, was der Stresspegel anbelangt. Gang doch auf, Mann. So. Der ist etwas nicht gut, das ist doch nicht gut. Zadi, alles okay? Mein Bein steckt fest. Danke. So schnell ist geholfen und da sind wir doch alle wirklich froh, dass das so ist. Jetzt bitte drauf schauen, dass das nicht passiert. So, und jetzt über die Pixelwangen überspringen, jawohl. Ich hoffe, ihr erkennt hier auch ein bisschen etwas. So, gerade aufsäckeln wieder. Kommt sicher noch einer, ja. Also einfach rein. Jetzt können die Hände angreifen. Ja, die mag eben schon ein bisschen mehr aushalten. Also 2 Schläge brauchen sie mindestens, sehe ich gerade. Wir probieren mal etwas anderes. Vielleicht was haben wir da? Das können wir nicht. Angriff, einfach Angriff. Angriff. Es bleibt nichts übrig im Moment. Das ist schon ziemlich wirkungsvoll. Noch 8 Minuten. Zack, 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 zack. Und weg. So. Das ist auch ein bisschen ein Tipp. Eben wie gesagt, auf diesem Kanal werden hauptsächlich Final Fantasy Videos gesehen sein. Es wird hauptsächlich ein Final Fantasy Kanal. Sei es von... Ja, ich versuche mal alle ein bisschen durchzuspielen. Alle Fantasies, die es gibt. Natürlich bin ich am 14. am Online auch immer dran. Schaut rein. Da kann man auch immer laufend wieder Videos. Natürlich Klassiker wie Resident Evil und so Zeug wird auch wieder kommen. Aber hauptsächlich wird hier Final Fantasy zu sehen sein. Und weiter geht's. Jetzt mit ihm reden, BX-Code entziffert, dass man das noch einmal machen muss. Oh, das wäre gut, um die anderen auch noch mitmachen. Einfach angreifen. Ja, für die 10 Minuten lang, ne? Also ich bin grundsätzlich einer, der nicht abhält von den Kämpfen. Ich mache jeden Kampf. So. Also ich bin 39. Also ich kann auf gute 30 Jahre Game-Geschichte zurückschauen.
was an und für sich eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob das erfreulich oder beängstigend soll sein. Oh, jetzt. Bam! Yeah! Und der erste Reaktor ist weg. Das dürfte dem Planeten eine Atempause verschaffen. Ja. Okay, alle zurück. Ja, es ist einfach super, die Effekte, alles einfach so richtig trashig, geil. So fett, cool, laut, cool einfach. Okay, lasst uns verschwinden. Ja, gehen wir. Rendezvous an der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Alles klar, Chef. Jeder geht in die eine Richtung, der andere kommt dort hoffentlich nicht in einen Abgrund runter. Du willst dein Geld, warte bis wir wieder im Versteck sind, okay? Aber ich will es dann haben. Ich will es haben. Jetzt nach dem Sturm an plötzlich Katze. Nein. Also, alles anschauen immer, wo ich weiss, dass es hier sehr viel versteckte Materien gibt. Übrigens gibt es in keinem anderen Final Fantasy mehr Beschwörungszauber als in dem. Soviel wie ich noch weiss, gibt es 3 verschiedene Bahamuts. Ifrit, Shiva, Odin. Alle fehlen natürlich nicht. Entschuldigung. Was ist passiert? Jetzt kann ich wählen. Du verschwindest lieber von hier. Nichts, hör zu. Also ich versuche natürlich nett zu sein. Hier sieht man nicht viele Blumen. Egal, dort wieder so frech. Hier sieht man nicht viele Blumen. Ach die? Gefallen sie dir? Sie kosten nur einen Gel. Ja, ich kaufe einen. Oh, danke. Hier. Die heisst eigentlich Aerith. Ah, jetzt kann ich mich wieder rumbewegen. Oh, der Sound, ich muss einfach immer wieder darauf ansprechen, wie geil das ist. Wie geil das ist. Jetzt natürlich alle in Panik. Aha, okay. Irgendwie kann man noch einstellen, dass man die Ausgänge sieht, glaub's. Ja. Ich weiss mir gar nicht, wo es eigentlich hergeht. Da sind alle panisch noch im Zeug rum. Ui, jetzt bin ich ein bisschen verschrocken. Jetzt gehen wir mal da hinten schauen, es sieht aus wie was? Trank, das ist der gesehen. Kann ich mit dir reden? Ich frage mich, was das da drüben an der Wand ist. Mal sehen. Lasst euch von Shinra nicht zum Narren halten. Die Mako-Energie hält nichts ewig vor. Mako ist die Lebensquelle des Planeten, das Ende ist in Sicht. Die Beschützer des Planeten, Avalanche. Ja, das sind wir. Wir wollen natürlich den Planeten schützen. Ja, die Geschichte ist auch mal die, wir wollen die Mako-Reaktoren... Soldat, hey, du da! Shinra-Soldaten bekämpfen, später bekämpfen sie. Kein Shinra-Soldat kommt mir zu nahe. Da gibt es gerade einen Schutti-Arsch. Hey, geht's noch? Das ist gut, so geht's ein bisschen schneller. Gut, wieder ein Trank. Was zum Mpf. Kämpfen. Mach alle fertig. Alle. Ich will gerne schauen, wenn ich die Materie einsetzen kann, weil das System ist einfach wirklich der Hammer. Aber ich hoffe, das kommt ja schon. Das wird sicher einmal erklärt. Soll ich einfach angreifen, ist nichts Spektakuläres. Aber ja. Ehrlich gesagt gefällt mir das System hier eben ein bisschen besser. So das Rundenbasierte, das finde ich einfach super. Ja, da können wir noch mehr die Cloud-Sektor davon bekämpfen. Kommt Adi. Oh, von vorne, das geht's doch nicht. Sandwich, Baby. Hey. Genau, du kommst als erstes. So.
Jetzt müssen wir auch ein bisschen schauen, die können natürlich gleich weh tun mit der Zeit. Ich mache jetzt einfach einen Zauber. So. Ein bisschen eingefrieren. Da geht dein Arsch auf Grundeis, sagt man doch so schön. Hierher. Jetzt bin ich umzingelt. Und jetzt? Jetzt? Weiter kommst du nicht. Ich habe keine Zeit, mich mit euch zu balgen. Genug gefaselt. Schnappt ihn! Da haben wir wieder eine super Sequenz. Gut, ihr müsst es natürlich sehen, zu dieser Zeit ist das absolutes Highlight gewesen. Für mich ist das natürlich immer noch das Highlight. Immer noch. Zodi ist nicht gekommen. Zodi, ob er getötet wurde? Niemals. Zodi. Was war das? Was? Sag mal. Meinst du, Zodi kämpft bis zum Ende für Avalanche? Woher soll ich das wissen? Bin ich Hellseher? Wenn ihr nicht alle so ausgeflippt wärt. Ja, also. Hey, Stascha, was ist mit unserem Geld? Ja, er ist hässig. Nichts, Entschuldigung. Oh. Ja, Stascha ist hässig. Ist nicht gut, wenn der hässig ist. Klopf, 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 wer ist da? Zodi! Ich bin wohl etwas spät dran. Verdammt richtig, ziemlich spät. Machst dir einen riesen Auftritt. Ja, ich stehe auf grosse Auftritte. Ist doch immer gut so, ist doch nichts dabei, mach ich doch immer so, genau. Mist. Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Du scherst dich um niemanden als dich selbst. Du hast dich um mich gesorgt? Oh, bist lieb, sie hast dich gesorgt um mich. Was? Was? Das zieht dir von deinem Geld ab, du Angeber. Das hat ich gesehen. Auf, Leute, es geht los, folgt mir. Hey, folge. Hey, Zodi, du warst klasse. Hey, Zodi, nächstes Mal sind wir noch besser. Kann ich umlaufen? Nein, kann nicht. Vorsichtig, ich mach's zu. So, Tür zu, es zieht. Oh, Zodi, dein Gesicht ist völlig schwarz. Komm, tu doch ein bisschen das Gesicht putzen, ein bisschen mit Späuz so in die Fresse rein. So, besser. Aha, stinkt. Sorry, jetzt bin ich im Mikro angekommen. Danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. Schön. Bitte, ist gern geschehen. Ich wollte aber das Geld sehen. Ich will das Geld sehen. Nein, fertig blöd da. Gehen wir hinten schauen. Ich nehme an, da jetzt keine Monster. Jetzt. Ich muss da gegen das Bild kumpen. Letzter Zug aus Sektor 8, Endstation Sektor 7, Depot. Erwartete Ankunft 12:23 Uhr, Midgard-Zeit. Jetzt natürlich noch ein bisschen schreiben, nicht dass jemand wirklich um die Zeit noch an den Bahnhof geht. Wäre auch ein bisschen blöd. Wäre auch blöd, das Tasche ist immer noch hässlich, scheucht alle Leute vom Zug weg. Ja, im Remake ist das natürlich einiges mehr ausgebaut, deswegen hasse ich den letzten Zug. Oh Mann, ja, so Randalierer, so blöde wie mir. Habe ich auch nicht gerne im Zug. Und ich auch meine Ruhe haben. Wie? Das ist mein Zuhause, macht's euch gemütlich. Ja. Hast du die Schlagzeile im Schinnerer Tagesanzeiger gesehen? Die Terroristen, die Reaktor 1 gesprengt haben, kommen irgendwo aus des Slums. Einen Reaktor in die Luft gejagt, da haben die sich ganz schön was ausgedacht. Sie müssen einen ziemlich gerissenen Anführer haben, was sie wohl als nächstes anstellen. Der Anführer bin ich glaube noch nie ich, das wird irgendwann mal sein, sondern das ist das Tascha. Jetzt werd nicht sentimental. Hock dich hinten und halt's Maul, halb fressen, halb kehren. So auf die andere Art und Weise gesagt. Bitte, du gehst den anderen Passagieren auf die Nerven. Jo. Sorry, Mann. Was sagst du? Pix. Offenbar ist der Zug noch nicht auf der Sicherheitsmodus umgeschaltet. Das wird sich morgen sicher ändern. Okay, was auch immer das soll heissen. Eines Tages wird Avalanche berühmt. Und ich auch. Du bist in jedem Fantasy-Teil dabei. Ich glaube vom ersten Teil sogar an. Jesse, hey Zodi, willst du dir das mit mir ansehen?
eine Karte des Schienennetzes von Midgar. Wir können uns mal anschauen, ich werde es dir erklären. Ich mag sowas, Bomben und Monitore, weißt du, so abgefahrenes Zeug. Pass auf, gleich fängt es an. Sie ist eine Frau, das ein bisschen andere Stimme machen. Das ist ein exaktes Modell der Stadt Midgar. Der Maßstab ist 1 zu 10.000. Die obere Ebene liegt etwa 50 Meter über dem Boden. Der Hauptträger versorgt die Ebene im Zentrum, in jedem Sektor gibt es weitere Versorgungsträger. Psst, flüster, flüster. Der Reaktor 1, den wir in die Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Hier sind Reaktor 2 und 3 und alle anderen bis zu Nummer 8. Die 8 Reaktoren versorgen Midgar mit Strom. Früher hatte jedes Viertel einen Namen, aber keiner in Midgar erinnerte sich noch daran. Jetzt gibt es nur noch durchnummerierte Sektoren, so weit ist es gekommen. Puh, jetzt hierzu, schau. Das ist der Streckenplan dieses Zuges. Die Strecke führt spiralförmig um den Hauptträger herum. Wir müssten gleich ins Zentrum kommen. An jeder Kontrollstelle befindet sich ein ID-Scanner, der an die Zentraldatenbank in Shinra Hauptquartier angeschlossen ist. Sie überprüfen die Identität und den Lebenslauf von jedem Passagier hier im Zug. Ja, das ist doch totale Kontrolle. Dort ist der wie auch schon am Laufen. Jeder sieht, dass wir verdächtig sind. Deshalb haben wir gefälschte Ausweise. Ja. Wäre auch gut, wäre auch nicht gut, wenn nicht. Wenn man vom Teufel spricht. Die Lampe bedeutet, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten reinkommen. Egal, wir sind sowieso fast oben. Puh, Glück gehabt. Gut, wir sind mal bei der ersten ID-Scanning durchgekommen. Schau, du kannst jetzt die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt es keine Tage und Nächte. Wenn die Platte nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Eine schwebende Stadt, da wird ja einem ja mulmig. Ja, wird ja auch. Also ich würde nicht gerne dort wohnen, ehrlich gesagt. Hätte nie gedacht, dass du mal sowas sagst. Du bist immer für eine Überraschung gut. Ja. Ich würde euch noch viel überraschen. Die Welt da oben, eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser Scheibe müssen die Leute unten leiden. Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verdreht. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie. Warum ziehen dann nicht alle auf die Platte? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil sie kein Geld haben oder vielleicht, weiß doch auch nicht, weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Ich weiß, keiner lebt freiwillig in den Slums. Es ist wie mit diesem Zug, der kann auch immer nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen. Da ist es spiralförmig. Super. Da ist der Bahnhof, also wenn man es ja erkennt, aber man erkennt es ja. Okay. Oh, wir haben ja Busse, die schon woher. Das Taschen noch natürlich. Jessie, alles ist schon draussen. Jetzt komme ich noch. Zack, zack. So aus dem Zug rauskommt, was mache ich das nächste Mal? Hey da! Kommt alle hier rüber! Kommen. Die Mission war ein Erfolg, aber ihr dürft euch nicht auf euren Lorbeeren ausruhen. Der schwierige Teil kommt erst noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste fällt noch viel größer aus. Okay, hat etwas vor. Wir treffen uns dann im Versteck. Raus hier. Ja. Okay, der erste Reaktor ist somit mal in die Luft gesprengt worden. Und mit dem machen wir auch gerade fertig mit dem ersten Part. Resident Evil, habe ich jetzt sagen. Ich bin noch gewöhnt vom anderen. Final Fantasy VII, das Original 1997.
Ich freue mich schon auf den weiteren Part, wie es weitergeht. Gehen wir den nächsten Reaktor killen, gehen in die Luft sprengen. Und ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spass gemacht. Lasst mir ein Däumchen nach oben da, einen Kommentar, irgendetwas, irgendein Zeichen, dass das Leben da draussen ist. Würde mich auch mal wirklich freuen. Merci vielmals fürs Einschalten. Ich bin der Zadi und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace zusammen.